Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Fantasy Life I. Heute ist Tag 3 von unserem Arbeitsmarathon, was einfach nur bedeutet, wir werden jetzt alle Jobs, die wir kriegen, annehmen. Und erstmal gucken, dass wir Lehrling werden. So, wir haben jetzt schon in der letzten Folge haben wir Angler angenommen und Schürfer. Und hier ist einer, der will uns eine Quest abgeben. Ah, da bist du ja endlich. Schnell, gib her, was gibt's denn? Ach ja, der wollte Kupfer haben. Hier, bitteschön. Also, Kupfer abgeben. Hörst du das? Das sind die Hochzeitsglocken. Sobald ich Geselle bin, heirate ich meine Freundin und wir werden glücklich bis an unser Lebensende. Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Aber du bist zur Hochzeit eingeladen, also versprich mir auch zu kommen, ja? Guti. Und dann kann ich irgendwie was bauen, ein altes Rechenbrett. Ja, sehr schön. So, Auftrag abgeschlossen, siehste. Also, wir müssen zuerst mal zur Lebensgilde. Falscher Knopf, ich will es ein bisschen kleiner machen. Hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn heute für einen Job? So, dann wächst nochmal ein Leben. Also, jetzt müssen wir aber wirklich überlegen. Und zwar, wie gesagt, ich bin hier schon Söldner. Ich erkenne da eigentlich wenig Sinn drin, da noch was anderes zu machen. Außer Magier. Weil Magier kann halt Magieattacken so. Und würde ich halt sagen, das machen wir nachher. Zuallererst mal, Angler sind wir ja schon. Wir sind Holzfäller und Schürfer. Also hier hätten wir eigentlich alles durch. Da unten sind wir immerhin Schmied und Alchemist. Koch, Schreiner oder Schneider. Ich würde dafür schreiben. Wir machen einfach mal Magier. Wir fangen mit Magier an. So. Probleme ganz einfach hinfort zu zaubern zu können. Das ist das Leben für alle, die diese Träume hegen. Alles klar. So, bitte einmal. Ich bin jetzt Magierin. So, herzlichen Glückwunsch. Ab heute bist du ein Magier. Zum Anfang solltest du die Grundlagen der Arbeit als Magier lernen. Geh zu deinem Meister. Jo, Meister. Da weiß ich sogar schon so halb, wo der ist. Moment, wo muss ich hin? Da hoch, da. Oder? So, da hoch, oder nicht? Ja, klar, siehst du, habe ich gewusst. Oh, das ist eine Katze? Hallöchen. Hallo, ich bin Oz, Lebensmeister der Magiergilde. Schön, dich zu sehen. Was ist? Findest du es absonderlich, eine Katze sprechen zu hören? Nö, eigentlich nicht. Ein Magier ist auch für Unglaubliches offen. Wer an Unglaubliches nicht glaubt, ist für dieses Leben nicht geeignet. Doch deine Existenz wirft ebenfalls Fragen auf. Schließlich kannst du auch ohne einen Pakt mit den Geistern Magie wirken, nicht wahr? Das ist sehr selten. Du bist etwas Besonderes. Hä? Woher ich deinen Namen kenne? Den haben mir die Geister verraten. Geh zunächst mit meinem Schüler Raffi zur Akademie der Magie. Dort wirst du mehr erfahren. Bringe einen Zauberstab mit. Ein Zauberstab ist der treueste Freund eines Magiers. Stäbe wirken mit X. Stäbe wirken mit X Distanzzauber und mit Y Magie im Umkreis. Okay. Auf höheren Rängen lernst du auch Verteidigungs- und Heilzauber. Flexibilität ist meine große Stärke. Triff dich außerhalb von Tixingen an der Straße zur Königsstadt mit Raffi. Bis dann. Mit Raffi Raffzahn. Du kannst die Geschichte... Nein, die wollen wir natürlich spielen. Geistreiche Gespräche. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt, welche geistreiche Gespräche ich da jetzt mitkriege. So. Also. Dann würde ich aber auch gerne mal kurz probieren. Ja, es geht nicht so weit, aber immerhin ein bisschen kann ich aufladen. Ich kann aufladen. Das sah gut aus. Und das hier macht Umkreisgedönse. Okay, alles klar. Da müssen wir natürlich gucken. Ah, da ist Raffi. Hallöchen. Na, du siehst ja witzig aus. Was ist denn los, Raffi? Ich wünschte, ich wäre so toll wie Meister Oz. Du hast lustige Augen. Na nu, wer bist denn du? Was reimt sich? Ah, ja. Verstehe. Du möchtest also auch von Meister Oz lernen und sollst an der Akademie der Magie erstmal mehr über Geister erfahren? Die Akademie ist in der Königsstadt. Ich habe heute auch meine ersten Tage und bin froh, wenn ich nicht allein gehen muss. Komm. Okay. Dann gehen wir mal, ne? So. So. Also.
Wir gehen nicht angeln und anderes machen. Wir gehen straight zur Dingsbums der Akademie der Magie. Hier lernen Magier also, wie man zaubert. Und ab heute auch ich. Oh, ich freue mich so, sagt da der Raffi, der Gute. Das sieht nicht so interessant aus. Nun zur nächsten Frage. In Zauberstäben ruhen die Elementarkräfte der Natur. Wer weiß, welche Elemente es gibt? Feuer, Wasser, Wind, Erde, Luft und Liebe. Oder so. Ich. Feuer, Wasser, Wind und Erde. Und Liebe. Und dann gibt es noch Licht und Dunkelheit. Und Liebe. Sehr gut. Allerdings können Menschen diese Kräfte nicht ohne weiteres nutzen. Sie müssen sich die Kräfte von Geistern leihen. Genau. Ohne die Hilfe von Geistern können Menschen keine Magie wirken. Darum müssen sie ihren Stimmen lauschen, um sich mit ihnen anzufreunden und einen Pakt zu schließen, damit sie ihnen ihre Kräfte leihen. Ich glaube, ich dachte, sie wäre eingeschlafen. Gut, das war's für heute. Ich glaube, sie ist müde. Ja, Unterricht ist beendet, ich bin müde. Danke, Frau Lehrerin. So. Was ist? Hast du es nicht verstanden? Du warst doch eigentlich so voll dabei. Oder bist du traurig, dass die Schule schon aus ist? Hä? Entschuldigung, ich war in Gedanken. In Wahrheit kann ich keine Magie wirken. Ich habe die Geister nämlich noch nie reden hören. Was ist, wenn ich überhaupt nicht zum Magier geeignet bin? Ja, keine Ahnung, lass uns rausfinden. Du hast recht, wir sollten Meister ausfragen, wie man sie hören kann. Hier zu grübeln bringt mich ja auch nicht weiter. Komm, gehen wir schnell zu ihm. Okay, ich merke schon, das ist heute ein riesiges Rumgelaufe hier. Macht aber nichts. So. Wieso ist denn da eigentlich so ein... Egal. Wir wollen schnell zum Meister. Wir wollen ja heute wieder 2 Jobs wollen wir heute machen. Und da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber nicht so viel, dass wir hier nicht Genesungskräuter sammeln können. Oder ein Vitalkraut, siehst du? So. Okay, Meister Oss. Der ist da drüben. So, Meister Oss, dann kommen Sie mal her. Wir haben hier eine Frage. Wie kann man den Geister hören? Ihr wollt also wissen, wie man die Stimmen der Geister hören kann? Na gut. Am Strand südwestlich von Tixingen werden sehr häufig Geister gesichtet. Ich habe schon einen ums Leben gebracht, kann man ja nicht sagen. Ich meine, es ist ja ein Geist. Okay. Geht dorthin und lasst sie wissen, wie ernst es aussieht. Okay. Alles klar. Mir ist es super, super, super ernst. Tschakka! Yippie! Auf zu den Geistern. Ich kann Ihnen so viel erzählen. Muss man nicht hören? Ach, übrigens. Am Strand wurden in letzter Zeit nicht nur Geister, sondern auch viele Streichspuke gesichtet. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zu besiegen, sehe ich das als bestandene Aufnahmeprüfung an. Viel Glück. Okay. Streichspuke. Das kenne ich. Das sind diese Maler, die die Wände nicht mit Pinseln bepinseln, sondern die nehmen die Farbe in den Mund und tun somit das Haus dann bespauzen. Oder so. So. Moment. Erstmal muss ich stehen da. Au. Au. Der hat mich gehauen. Ah ja, der haut. Achso, hier, so macht man das. Ja, komm. Junge, ich krieg hier ordentlich auf die Map hier. Ja. Ich muss ja in Übung bleiben, weißt du? So, kann ich auch diese Dinger da kaputt machen? Ah ja, sehr gut. So, da sollen irgendwo Streichspuke sein oder so. Ich will Magie benutzen! Und ich will, dass Meister Oss stolz auf mich ist! Keine Antwort. Klappt nicht. Ja, du sollst ja auch den Geistern zuhören und nicht den Geistern was labern. Denke ich mal, oder? Wie? Ob wir es mal zusammen versuchen wollen? Klar, warum nicht? Ich kann doch länger schreien. Ich schreie, bis ich heiser bin. Geister, kommt her! Oh. Hast du das gehört? Wer spricht da? Ob das ein Geist war? Da ist er! Und was für ein Brummer noch? Edgy Badge, reingelegt, ich bin es.
Aha, Streichspuk. Hilfe, ein Spuk! Ich habe Angst. Ruhig bleiben. Hm? Du weißt, wie man einen Zauberstab benutzt, oder? Dann kämpfe. Jawohl. So, wo ist der Schreispuk? Da drüben. Hau ab, du. Böser. Du Böser. Huah. So. Richtig. Das ist gar nicht so einfach, ey. So. Yeah. Haben wir besiegt, oder? Sehr gut. Auch wenn du zeitweilig etwas panisch gewirkt hast. Ja. Magier müssen in allen Situationen kühnen Kopf bewahren. Ich werde dir beibringen, wie du innere Ruhe erlangst. Der Magier kann mit rechter Button zur inneren Ruhe finden. So wird der EP-Verbrauch für eine Zeit verringert und du kannst viele Zauber hintereinander nutzen. Durch langes Drücken von X, das habe ich schon rausgefunden, kannst du EP verbrauchen, um magischen Bann zu entfesseln. Ein Magiezirkel, in dem mächtige Magie freigesetzt wird. Auf höheren Rängen kannst du rechter Button gedrückt halten, um mit Y und A zwischen den Magiearten Angriff und Verteidigung und Heilung zu wechseln. Aha. Wieder eine Stimme. Bist du diesmal ein echter Geist? Ganz recht. Ich bin hier, mit euch zu reden. Wirklich? Endlich? Ich habe einen Geist gehört. Juppadi, weiter. Oh, da freut er sich aber hier. Okay. Oh, oh. Seid vorsichtig. Wir kriegen noch mehr Gesellschaft. Oha. Ich kann sie hören. Yippie. Ey, du könntest ruhig mal kämpfen helfen. Naja. Von wegen hören. Bei all den Jubeln hört er absolut nichts. Du wirst wohl wieder allein kämpfen müssen. Sei vorsichtig. Bin ich immer. Jetzt pass auf. Ich jetzt. Ja. Das war knapp. Hurra! Ich habe einen Geist gehört und die bösen Spuke vertrieben. Ja, genau. Naja, die Spuke hast du besiegt. Aber egal, hurra! Aber was schrei ich hier noch rum? Komm schnell, das müssen wir sofort Meister auserzählen. Ja. Lass mich mal die Kiste hier aufsammeln. Was ist denn da drin? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich ein Zauberstab. Ein kuscheliges Schnuffelkissen? Ich soll die Gelegenheit zum Schlafen nutzen. Du willst wissen, wer ich bin? Mein Name ist Chiron. Ich unterrichte an der Königlichen Akademie für Magie. Kuscheliges Schnuffelkissen erhalten. Ja, danke. Okay, cool, danke. Ach so, ja, das können wir dann in der Zukunft, also wenn wir in die Zukunft reisen sollten, da können wir das dann, da können wir die wieder verwandeln, denke ich mal. In Menschen oder so. Au. Ich merke schon, ich bin kein Nahkämpfer. Ja, ich bin sehr schlau. Ich weiß, dass ich kein Nahkämpfer bin. Nee, ich meine, Magier ist kein Nahkämpfer, aber ich bin zu dumm. Ich kann das nicht. Ich bin da nicht gut drin. Das Einzige, was ich kann, ist mich direkt vor den Gegner stellen und einen Knopf drücken. Und genau das ist es halt nicht, was ein Magier machen sollte, denke ich mal. So. Also. Komm, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir aber auch eine Runde angeln, oder? So. So, guck. Haben wir gekriegt? Einen Kokonu-Fisch. Sehr schön. Halt. Was gab das? Eine Bronzenadel. Aha. Wir sind noch nicht so weit, dass wir eine Bronzenadel brauchen. Aber egal. Was man hat, hat man. Kann man alles mitnehmen. So. Wo müssen wir dann hin? Ach, wir müssen... Moment. Wir müssen zum Meister Ost. Der ist natürlich da oben. Ganz klar. So, guck, da sind wir.
Hallo. Ihr habt also die Streichbuge besiegt und sogar die Geister gehört? Großartig. Ich bin stolz auf euch. Guck mal, der klatscht mit einem Schweif. Vielen Dank. Ich werde mich noch viel mehr anstrengen, bis auch ich ein großer Magier bin. Ich komme, liebe Geister. Euer neuer Freund Raffi ist schon unterwegs. Mit so viel Motivation wird er sicher bald lernen, wie man Magie verwendet. Ob ich es war, der am Strand mit euch gesprochen hat? Nein, ich war die ganze Zeit hier und hab mich geputzt. Sieh nur, wie schön mein Fell glänzt. Aber zurück zu dir. Ich muss deine Leistung noch bewerten. So, haben wir doch gut gemacht, finde ich auch. Zack. Rangaufstieg von Laie zu Anfänger. Jawohl, ja. Du hast dich gut geschlagen. Ich gratuliere. Ab heute bist du ein vollwertiges Mitglied der Magiergilde natürlich. Anfangs kannst du nur einfache Angriffszauber anwenden, aber wenn du im Rang aufsteigst, lernst du auch, wie man Verteidigungs- und Heilzauber verwenden kann. Also gib nicht auf. Okay, also dann mach's gut. Entdecke viel Unglaubliches und zeig mir, wie stark du noch werden kannst. Nun gut, ich habe den Laienstab erhalten und geistreiche Gespräche geschafft. Kommt selten vor, dass ich geistreiche Gespräche schaffe, ernsthaft jetzt. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal hingehen und uns diesen Stab auch... Uiuiui, guck mal hier. Also ich nehme erstmal den Laienstab, ne? Und dann gucken wir mal, der hat 26 mehr Angriff. Und der hier hat... Alter, wo habe ich denn den her? Pinienstab, den habe ich mir, glaube ich, aus einem Baum mal gehauen. Da habe ich den dann gekriegt, habe ich ja gleich mal eine mega krasse Waffe hier. Sehr schön, so muss das sein. Und auch hier nehme ich noch ein Amulett dazu, also ein bisschen Verteidigung dazu kriege. Kann ich mir noch ein paar Handschuhe holen? Nee, ich lasse erstmal so, wie es ist, ne? Dass man auch sieht, was wir sind. So, jetzt, gucke mal hier, wir sind gut dabei. Da ist die Lebensgilde, gleich ein neues Leben. So, hallo, ich bin's, Tantchen, ich hätte gern noch ein Leben, okay? Und zwar, die haben wir ja alle durch, bleibt nicht mehr viel übrig. Koch. Koch, Schreiner oder Schneider? Ich würde gern Koch machen, aber ich nehme den Schneider. Setze mit deinem Geschick und Gespür für Ästhetik als Stilikone der Modewelt deinen Stempel auf. Aber sowas von. Stilikone der Modewelt. Ich meine, hey, geht's denn cooler als dieses wunderschöne Shirt, wo Neon Genesis Evangelion draufsteht und Garfield dazu ist? Nein, ich bin sowas von eine Stilikone. Aber hallo. So, Grundlagen. Mach mal. Schneiderin Nadjela. Wo ist denn die? Hast du was Neues für mich? Nee. Schneiderei. Der Herr Schneidereit, kommen Sie her. Ah, neben der Alchemistengilde. Sehr schön. So, da ist die Chantal. Nadjela. Hallo Nadjela. Yes, ne. Bist du eine wunderschöne Frau. Wunderbar. Bravo. Bravissimo. Tada. Meine neue Kollektion aus Stoff, der strahlt, wenn man ihn poliert, ist fertig. Willst du Anziehpüppchen für mich spielen? Nee, ich will eigentlich eine Schneiderin werden. Wie bitte? Du willst keine Anziehpüppchen sein, sondern das Schneidern von der großen Nadjela erlernen? Wie heißt du denn, Kind? So. Hey, guck mal, ich habe eine Brezeltasche. Ah, ein Name, der nach Glanz und Glamour klingt. Aber kommen wir zum Schneiderleben. Es ist schrecklich heiter und furchtbar schön. Ich sag jetzt einfach mal, dass die Frau das rollt. Kleider, Hüte, Schuhe. Was Mode angeht, stehen einem Schneider alle Türen offen. So. Wir helfen den Leuten, glücklich zu werden, denn durch Mode kann man sein echt zum Ausdruck bringen. Gut, kommen wir gleich zu deiner ersten Aufgabe. Ich will, dass du etwas gewebten Strohstoff herstellst. Rede mit meiner Schülerin Chantal. Sie kann dir alles über das Rezept und die Materialien erzählen. Oh, hoffentlich labert die nicht weiter so viel. Muss ich so viel rollen. Nee, ich will die Geschichte natürlich spielen. So. Bravo, bravissimo. Bravo. Ich komme ja komplett durch hier.
Junge, Junge. Sorry, da müsst ihr jetzt da durch. Ich habe damit jetzt angefangen mit diesem gerollten R. Da müssen wir jetzt da durch. Es tut mir leid. Ah, so. Steppstich, Stielstich und ein Knopf. Meine Nadel tanzt über den Stoff. Nanu, Besuch? Hallöchen. Verstehe, du hast dich für das Schneiderleben entschieden? Was weißt du? Mein Name ist Chantal. Bla bla, was rede ich denn da? Du möchtest wissen, wie man gewebten Strohstoff herstellt. Das sage ich dir gerne. Die Strohfäden kann man leicht aus dem Gras sammeln, das um Tixingen wächst. Aber heute schenke ich sie dir einfach. Aha, habe ich sogar schon recht viel. Das Rezept habe ich auch gleich gekriegt. Bist du bereit? Dann stell dich an die Werkbank und fang gleich mit der Arbeit an. Wieso denn an der Werkbank? Nicht an so eine Schneiderpuppe? Aber ja, ich bin ja noch hier Laie. Ich habe ja gar keine Ahnung. So, dann fertigen wir mal. Strohstoff bitte. Fertigen. Machen wir erstmal 1. So. Gut. So. Hurtig, hurtig. Jawohl, ja, das hätten wir geschafft. So, nochmal. Da nochmal. Auch das hätten wir geschafft. Hämmern. Ja, zack, 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 zack. So, da wieder hämmern. So. Das war's schon, siehst du? Erfolg. Plus. Aha. Mehr Gegenstände als üblich. 2 haben wir hergestellt. Sehr schön. So. Machen wir noch was? Komm, wir gucken noch. Weil es so schön war. Kann ich irgendwie was anderes schneiden? Sollen wir uns da... Ich meine, das haben wir schon. Ein Söldnerkopftuch. Sollen wir das mal machen? Oh, Schuhe. Oh, Sandalen. Anglersandalen. Ich verstehe. Junge, kann ich aber richtig viel schon hier machen. Oh, guck mal hier. Eine alte Tropfenfußmatte. Die machen wir, oder? Die machen wir. Die fertigen wir noch. Und dann machen wir auch schon weiter. Aber das will ich jetzt schon machen. So. Tada. Also, auf geht's. So. Hämmern. Alles klar. Da muss ich gedrückt halten. Oha. Geht aber flott hier. So. So. Erfolg. So. Cool. Gleich mal, jawohl. So, reicht auch erstmal. Stufe 2, boah, bin ich gut. Also, weiter geht's. Oh, das hat ja gut geklappt. Prima. Bravo. Oder sollte ich eher bravissimo sagen? Für deinen ersten Versuch ist das ausgezeichnete Qualität. Herzlichen Glückwunsch, die erste Aufgabe hast du bewältigt. Ja. Was könnte die nächste Aufgabe sein? Vielleicht ein Kleid mit Adagio und Vivace? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder einen Hut mit Grazioso und Brillante? Wie wäre es denn, wenn der Crochet helfen würde? Also das ist ein Name. Eine ausgezeichnete Idee. Sie arbeitet fleißig an irgendwas, aber woran? Dazu hüllt sich in Schweigen. Jedenfalls schläft sie kaum noch und seufzt mehr, als ich singe. Ich mache mir Sorgen um sie. Also gut, rede zunächst einmal mit Crochet. Du solltest sie auf den Markt in der Königsstadt finden. Bis später. Alles klaro. Klar. Oh, sorry. Ja, nee, wir gehen da jetzt. Ich habe überlegt, ich will eigentlich jetzt noch was nähen. Ich habe da schon Bock drauf. Was ist denn das da? Da kam gerade so ein A. Kürbisse gedeihen gut, die Ranken aneinandergereiht, sehen aus, als würden sie Händchen halten. Ich glaube, das ist dann so dieses Feldarbeitsdingens, aber das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich schätze mal, hat er gesagt, ich muss in die Königsstadt, ja? So. Das Problem, wieso will ich jetzt was mit Problem sagen? Nee, nix Problem. Schön ist es. Also im Moment ist es so, dass mir macht Holzfäller oder Schürfer immer noch am meisten Spaß, weil das so herrlich einfach ist. Angler ist schon
komplizierter. Also ja, macht natürlich auch Spaß, aber ist halt doch schon kompliziert. Und... Warte mal, komme ich von da oben dran? Tatsächlich, krass. Guck mal. Voll die Reichweite hier. Das ist ja mal cool. So, okay, jetzt müssen wir natürlich auch die Eiche platt machen. Weißt du, das ist so herrlich einfach. Einfach nur da rumgehen, so, da ordentlich draufknütteln und gut ist. Nicht viel nachdenken. Und Schürfer ist ja quasi genau dasselbe. Also von daher ist schon, habe ich schon gern so. So. Und Kämpfer, ja, Kämpfer halt, ne? Geht schon, aber... So, komm, wir gehen ein bisschen hier. Kann ich das überhaupt schon? Ich bin ja erst Level 5. Wir gucken mal, ne? So. Dann machen wir das auch noch gleich. So. An den da... nee. Obwohl, doch, komm, wir haben jetzt volle Ausdauer. Jetzt, das machen wir, oder? Warte mal, ich hab doch hier schon ein bisschen was freigeskillt. Aha, da drüben muss ich hin. So, jetzt gucken wir. Bin mir jetzt sicher, es könnte reichen. Könnte reichen, wenn wir ein bisschen Glück haben noch. Ja, doch, das reicht, guck. Zack. Jawohl, gleich noch ein Stufenaufstieg. So lobe ich mir das. So, jetzt aber. Weiter geht's mit dem Schneider. Ah, da drüben ist noch eine Ader. Egal. Weiter geht's mit dem Schneiderleben. Fahr ja ho. So. Was nehmen wir mit? Und hier auf dem Marktplatz soll ich mit Kroschett reden. Hier, hallo Kroschett. Wie? Du hast gerade erst mit dem Schneiderleben begonnen und wurdest geschickt, weil die anderen sich Sorgen um mich machen? Verstehe. Nun... Ich nähe gerade etwas für meine beiden Brüder. Für ihre Aufnahme bei den Paladinen will ich ihnen einen Umhang schenken. Natürlich können sie es schließlich schlecht einteilen, aber nicht nur einen, sondern gleich 2 Umhänge zu nähen, das kostet viel Zeit. Einen könnte ja ich nähen, genau. Wie, einen davon würdest du? Ja klar. Wenn du mich machen lassen würdest, kriege ich bestimmt hin. Meinst du das ernst? Das Angebot nehme ich dankend an. Weil es für einen besonderen Anlass ist, sollte es ein schöner Flausche-Umhang sein. Den macht man aber im Grunde genommen fast genauso wie einen normalen Umhang. Das schaffst du, oder? Wenn es zu schwierig ist, hol dir ruhig Hilfe. Also dann, bitteschön, krieg ich das Rezept, ja? Wie? Okay. Abgeschwirrt, ohne etwas zu erklären. Sie ist ein hoffnungsloser Fall. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Für einen Flauscheumhang brauchst du Flauschefilz. Das Rezept für solche Umhänge hat sich natürlich Meisterin Nadjela ausgedacht. Woher du Flauschefilz bekommst? Ja, von flauschigen Schafen natürlich. Auf zur Weide. Cool, da kann ich jetzt ein bisschen meine Kämpfer-Skills hier zeigen, oder wie? So. Ey, danke, dass du Makari den Schmauskarpfen gebracht hast. Das war letzte Folge. Das war ein köstlicher Geburtstagsschmaus. Schön, gell? Da freue ich mich. Ja. So, wir müssen aber los. Wir müssen zur Weide. So. Zur Weide. Okay, da entlang. So. Mal ein paar Sachen sammeln. Guck mal hier, Baumwolle kann man natürlich auch brauchen. So. Flauschschafe sind da oben also, okay. Hä? Achso, das ist ganz am anderen Ende der Welt. Das ist so, jetzt das verstehe ich, was los ist. Okay. Da ist ein Flauschehund. Zählt der auch? Junger Hirte? Ach so, wir müssen zu dem Hirten. Ich dachte, wir müssen auf die Weide gehen, also so, wo die wilden Schafe sind. So, Entschuldigung. Oh, du bist Chantal. Brauchst du wieder etwas Wolle? Darf ich ein bisschen von deiner Wolle haben, Merino? Schnipp, schnapp. Liebend gerne, mir war gerade etwas warm. Gut. Schnipp, schnapp, schnipp. Hier, bitte sehr. Das dürfte reichen, oder? Ja, vielen Dank. Das Fertigen des Flauschefilzes kannst du mir überlassen. Mach nur kurz die Augen zu, dann ist er ruckzuck fertig. Okay.
Rubbel, rubbel. Na, was habe ich gesagt? Fertig. Du hast Flauschefilz erhalten. Geh damit zurück zur Schneidergilde und hol dir von Crochet das Rezept. Viel Glück. Junge, ich will ja ganz zurücklaufen hier. Ja, ist das ne. So, egal, aber wenigstens kann ich hier ein bisschen was einsammeln. Hoppala, nicht drüber hüpfen, einsammeln. So, Schneidergilde. Crochet ist da in die Schneidergilde gegangen. Achso, ich dachte, die steht da noch in der Stadt. Ja dann, Crochet, hier, bitte gib mir doch auch das Rezept. Ah, da bist du ja wieder. Tut mir leid, ich habe dir gar nicht gesagt, dass man für einen Flauscheumhang ein bestimmtes Material braucht. Und zwar Flauschefilz. Wie, du hast etwa schon Flauschefilz gefertigt? Diese Stiche sehen aus wie... Ach, nichts. Schon gut, vielen Dank. Und das Rezept habe ich dir auch nicht gegeben, oder? Ich bin so zerstreut. So, Rezept für einen Flauscheumhang. Und gewebter Strohstoff. Gut. Aber nun hast du ja alles. Hoffentlich schaffst du das. Ich bin schon ganz gespannt, wie der Umhang aussehen wird. Ich auch. Dann gucken wir mal. Auf geht's. So, hier hin. Fertigen, bitte. Ja, komm, machen wir erstmal das, oder? Und danach machen wir einen Flauscheumhang und dann sehen wir weiter. So. Okay. So. Okay. Aha, das war's schon. So. Jetzt haben wir irgendwie Strohstoff gebastelt oder so, glaube ich. Erfolg Plus natürlich, weil wir gut sind. Zweimal gewebter Strohstoff, sehr gut. Aber eigentlich wollten wir ja einen Flauscheumhang basteln. So. Los geht's. Jetzt anstrengen, anstrengen, anstrengen. Ja. Okay. Okay, das geht doch eigentlich recht flott hier. Ah, da muss ich gedrückt halten. So. So, da muss ich hämmern. Noch zwei, jetzt noch einmal irgendwas machen hier. Ah, nee, das war's schon. Ach so, okay. So, dann lass mal gucken. Erfolg, sehr schön. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, Flauscheumhang hergestellt. So. Dann hier Bericht erstatten, natürlich. Oh, der ist ja wundervoll geworden. Meine Brüder werden Augen machen. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen Hilfe gekriegt. Ja, ich weiß doch Bescheid. Chantal hat dir den Flauschefilz angefertigt, nicht wahr? Ja, trotzdem wäre der Umhang nicht ohne deine Hilfe fertig geworden. Hier ein kleines Dankeschön von mir. 500 Gulden, ach schön. Natürlich muss ich mich auch noch bei derjenigen bedanken, die das alles eingefädelt hat. Und die sich da hinten versteckt. Komm her, Chantal. Hä? Du wusstest wohl die ganze Zeit Bescheid, was? Bravo! Ihr wart alle drei fabelhaft. Das war eine ausgezeichnete Lektion für euch. Jetzt wisst ihr, was beim Nähen am wichtigsten ist. Und zwar... Sorgfalt? Natürlich ist Sorgfalt wichtig, aber am wichtigsten ist Nächstenliebe. Wir machen Kleidung, die die Leute glücklich machen soll. In jedem Stich steckt ein bisschen Liebe. Nur wer Mitgefühl besitzt, ist dazu geeignet, ein Schneiderleben zu führen. Und du hast bewiesen, dass du das tust. Ah, schön. So, Rangaufstieg, Anfänger, jawohl, ja. Gut. Bravo, damit bist du ab heute ein vollwertiges Mitglied unserer Gilde. Ich freue mich schon auf deine nächste Kreation. Hauchen wir gemeinsam dem Alltag in Reveria etwas Stil ein. Entschuldigung. Rezept für Anfänger, Schneider gelernt. Und eine Bronzenadel erhalten. Ah, sehr schön. So ist das gut. So, jetzt gucken wir mal. Aber haben wir nicht eben sogar eine neue Nadel schon erhalten? Also, das ist die Nadel, die ich habe. Ja, nee, wir bleiben bei der, die ist besser, wie die ich gefunden habe. So, ich muss dann auch irgendwann mal Sachen verkaufen.
So, aber auch hier, wie immer, sowas. Ich habe jetzt aber noch Bock, was zu nähen. Ja, komm. Wenn wir schon mal hier sind, komm, ich will mir auch so einen Flausche-Umhang nähen. Habe ich noch so Flauschestoff? Kann ich das noch nähen? Nee, ich kann mir einen Abenteurerhut nähen. Ist das da ein Waldhut? Okay. Nee. Doch. Da. Wolle, Löwenzahn, Baumwolle, gewebter Stoff. Schwarze Wolle. Machen wir mal, oder? Fertigen wir mal. Einen reicht. So, dann machen wir das noch ein bisschen. So. Genau. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Morgen machen wir dann 2 andere Jobs. Ich weiß aber noch nicht welche. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen, was ich machen werde. So, aber erstmal. So, sehr gut. Schwarze Wolle gebastelt. Kriege ich jetzt, also ich weiß gar nicht, wie schaltet man Rezepte frei? Beenden. Ich wusste halt nicht, ob ich jetzt Rezepte freischalte, wenn ich neue Materialien kriege, so wie jetzt hier, schwarze Wolle habe ich jetzt. Da kann ich schwarzer Stoff draus machen und kriege ich dann neue Rezepte oder aber scheinbar kriegst du die wohl einfach durch Level-Ups. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, hier stehen wir rum. Wir können auch noch ein bisschen winken, guck. So, winke, winke. Winke, winke. Tschüss. Morgen geht's weiter mit unserem Arbeitsmarathon. Morgen gibt's 2 neue Jobs, okay? Danke und auf Wiedersehen.